Schniedel, 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 Schniedel. So, ich denke, Stream sollte langsam mal laufen. Bin mir aber noch nicht sicher, darum nehme ich zuerst einen Zug von der Bon und dann begrüße ich euch. Ja, Green Jay Standard, Mann. Muss schon sein, Alter. 420 Style, Mann. Braucht's immer. So, einen Moment, begrüße, kommt gerade. Schniedel, Schniedel, Schniedel. So. Ja, es geht ja eh immer im Moment, bis es da aufgeladen hat, aber meine Bon ist jetzt bereit und damit begrüße ich euch auch herzlich zu Detroit fucking Become. Toll, jetzt habe ich mich auch noch voll verquatscht da beim Intro. Es ist eben der Scheiß, wenn man nicht aufnimmt und das dann so noch schön bearbeiten kann. Nein, ich mache immer live, ich blöder Idiot. So, also, zweiter Versuch, streichen wir den ersten, vergessen das, ist nie passiert, löschen, gut. Also, Sali zusammen und willkommen da bei mir, beim Green Jay und bei fucking Detroit Become Human. Ich habe es mir endlich geholt. Im Moment haben wir auch noch den Timmy da für einen kleinen Moment. Der ist jetzt gerade nicht in der Party, also schon, aber irgendetwas am Erledigen. Der kommt nachher auch gerade wieder dazu. Und ja, wie gesagt, ich habe mir das Spiel jetzt endlich geholt. Und ich habe noch überhaupt keine Ahnung, was, wie, wo. Ich habe irgendwann mal, wo sie es angeteased haben, so... Sorry. Was es angeteased haben, habe ich mal so ein bisschen reingeschaut. Die erste Mission habe ich mal gesehen. Aber ich mag mich erstens nicht mehr daran erinnern, was man machen muss und so. Und zweitens werde ich wahrscheinlich eh wieder ein paar Sachen übersehen und so. Ich hoffe, ich baue keinen Scheiß, weil ich bin jetzt auch noch mehrfach gewarnt worden, dass meine Charaktere auch endgültig sterben können. Die kommen nicht mehr. Die sind tot, wenn sie sterben und das wollen wir ja nicht. Und ja, jetzt sieht es halt so aus, dass wir das völlig blind machen. Und ich darum auch ein bisschen Paranoia schiebe, dass mir alle meine Charaktere, die ich zur Verfügung habe, wegsterben und wir den ganzen Scheiß wieder von neu anfangen. Das wäre natürlich genial. Und ja, eben, ja. Gut, ich nehme jetzt meinen Bon-Hit und dann geht's auch schon los. Zwar vielleicht noch im Voraus so, was ich über das Spiel weiß, ist, man ist ein Android und man ist so eine Art ein Detektiv so und es gibt da Fälle zum Lösen, so viel es mir ist, ja. Und mehr weiß ich nicht. Also ich glaube, man hat dann 3 Charaktere irgendwie zur Verfügung. Muss ich einfach schauen, dass ich nicht wie sonst in allen anderen Spielen, wo ich game und vor allem wo ich streame, dass ich nicht einfach nur Scheiße baue, sondern mal probieren, ein bisschen überleben, ein bisschen mitdenken und ein bisschen die Story verfolgen. So. Oho. Reflexe wie Bamli. Vermittler vor Ort. Ui, Timmy ist auch da. Ja, meldet sich jetzt sogar dort. Super. Gut, jetzt bewegen wir uns natürlich mit dem linken Stick. Das habe ich schon angenommen. Jetzt machst du noch irgendwie so How to Play oder was? Nicht Let's Play, sondern How to Play. Nein, du. Bewegung mit linkem Stick. Aha, Ich glaube, so. ich tu dich
für dich eine Bewerbung abschicken, dass du da bei jedem einzelnen Spiel die Instruktion anweisen, wie man was macht. Bin ich Instrukteur? Also, ich zeige dir, bewegst du mit linken Stick, mit rechten Stick, mit rechter Hand machst du Ball. Oh, Fischi! Oh, hast du Oh. Fischi aufgenommen? Ja. Äh. Eben deswegen habe ich gesagt, Fischi, Fischi, Fischi. Retten! Fischi, 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 retten! Fischi! No. Oh! Boden werfen. No, retten! Nicht liegen lassen, Senior! Ja, also, ich melde mich mal ab. Deine Ja, Zuschauer, eh. ich wünsche dir viel Spaß beim Schauen. Ja. Und ich wünsche bin dir dort viel schon lang Spaß bei vorbei. dem Termin. Halten Sie Wow. meine Kleine. Ja, merci. Was? Also, bis später. Sie Ja. schicken Bis einen dann. Androiden? Ja, sie schicken Das den können Android. Sie doch nicht machen. Wieso können sie das nicht machen? Warum schicken Sie keinen? Ich habe nicht viel mehr Seele als ein Android, also ist voll okay, spielt auch keine Rolle. Und Timmy ist weg. Alles klar, what the fuck? Ah ja, voll, ich habe wieder so eine Ahnung, was da abgeht. Zum meine Ziel gesehen. Dort aussen ist mein Ziel, oder wie? Finde Captain Allen. Okay. Ah, das ist mein Ziel. Alles klar. Ich kann da aber auch nicht groß umschauen. He? Dann gehen wir uns zuerst mal da... Ah. Zuerst mit dem Captain reden. Okay. Der Drecksack will springen. Scheiße, Mann. Ich habe das gleiche Modell zu Hause. Was? Also der Android will springen und der andere hat das gleiche Modell von dem Android daheim, oder wie? Easy. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon 2 meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Was? Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Haben Sie eine Deaktivierung versucht? Gleich als erstes. Okay. Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Alles klar, Boy. Meine Chance auf Erfolg ist gesunken. Verstehe, was passiert ist. So. Okay. Aha. Ich verstehe es nicht so ganz. Wie kann ich die analysieren? Ach so, jetzt habe ich kapiert. Okay, so. Ah, draufbleiben einfach. Und dann so rekonstruieren. Was wir jetzt? Ah. So, okay. Warte. Da. Okay. Chancen sind gestiegen. Das ist schön. Meine Chancen auf Erfolg sind gestiegen. Vielleicht können wir... Ah, jetzt sind wir von der Geisel durchsuchen. Gottverdammte Scheiße, Mann, wer geht mir die ganze Zeit auf den Sack, ey?
Ja, das schaue ich dann nachher an. Chillen's mal. Verschwindet! Verschwindet alle sofort oder ich sprenge! Ach komm, holt's Maul. Dum, 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 dum. Okay. Was haben wir noch? Achso, abspielen. Hi Daniel. Der Name ist Daniel. Okay. Gut. Wir wissen, wie der Bot heißt. Okay. 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 Oh. Da aussen höre ich Schüsse. Er ist da am Ballern. Goffert haben. Untersuche die Opfer. Und wo sind die? Da liegt eins. Und was haben wir da hinten? Ah. Ich sehe so. Da haben wir etwas. Schusswunde, Kaliber 3,55. Und da haben wir noch eine Schusswunde. 3,55 auch in die Lunge. So. Und Lungenblutige. Also er hat ihm völlig die Lunge zerballert. Und was haben wir sonst noch? Irgendwo sollte noch einer sein, oder? Oh, und wir haben einen Zuschauer. Willkommen! Wo könnte ich denn noch... Ah! Also. Gut. Dann machen wir doch mal. Also wie? Ganz langsam. Er dreht sich um, sieht den anderen und dann kommen auch schon die Schüsse. Und er fliegt und fliegt. Und bam. Und tot. Okay. Und wieder zurückspulen. Ich finde das super geil. Aha. Ah. Da ist etwas weggeflogen. Gut. Das heisst, da hinten dürfte noch etwas liegen. Jawohl, da unten gesehen ist ja. Warum funktioniert das nicht? Hallo? Hallo? So, ja. So, aha, ich muss das zuerst noch wie analysieren. Es langt nicht, wenn ich selber das checke, der Bot muss es auch noch checken. Okay. Ja, easy. So, und was haben wir da drauf? Ihre Stellung des AP700-Androiden wurde registriert. Cyberlife bedankt sich für Ihren Einkauf. Ah. Der andere hat der will ersetzen, hm? Okay. Oh, fuck. Sorry Jungs, ja, ich schaue, dass ich nicht mehr allzu lang brauche. Ja. So.
Okay. Und was hat mir das jetzt gebracht? Der Polizist ist noch tot, okay. Dass der auch als Hinweis zählt. Ich meine, der ist ja sicher jetzt gerade weggeballert worden. Oder so, vor kurzem zumindest. Oh, warte. Deckard Anthony. Anthony Deckard, alles klar. 77 Kilo. Okay. Und das letzte noch. Rekonstruieren. So, er rennt an und wird direkt wegballert, oder wie? Voll. Alter, härter Scheiß. Okay, da könnte es etwas... Ah, irgendwie... Wo? Ja, da fällt mir jetzt nichts Größeres auf. Ach so, ah! Ich Idiot. Ah, okay. In die Schulter geschossen, okay. Was ist das dort? Ah, die Kleine hat die Schiesserei gesehen. Okay. Scheiße. Ja, das Mädchen ist jetzt traumatisiert fürs Leben. Okay, ist das die falsche Richtung oder wie? Ah, die Waffe ist dort unten. Also, okay. Gut. Nehmen. Hier nehmen wir mit. Tödliche Option verfügbar. Nice. Was haben wir da noch? Nichts Interessantes. Schalten wir das mal noch aus. Sie haben gerade noch die Nacht essen. Und dann ist es losgegangen. Ja. Fein. Okay. PL600 ist das Modell. %. Gut, das heißt, es könnten immer noch Sachen gefunden werden. Da hat es nichts mehr. Da auch nicht. Kein Plan. Wo könnte es noch etwas haben? Ich muss alles wissen vorher. Alles wissen. Mach. So. Schauen wir uns das Bad noch an.
nichts Interessantes. Ja. Okay. Da sehe ich auch nichts mehr. Was mit dieser hohen Buddha-Figur ist, habe ich auch keine Ahnung. Okay. Oh. Oh, meine Kleine. So. Ah, die Kleine ist verletzt. Wow! Was zur Hölle machst du? Ja, ich gehe ja raus und rede mit ihm. Alles klar. Rausgehen und mein zweiter Zuschauer. Willkommen! Auch? Oder ja nicht? Machst mich hässlich, du Arschloch. Nein, nein, bitte, bitte nicht! Hi, Daniel. Mein Name Sali. ist Connor. Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Oh. Ich werde dir nicht wehtun. Ich möchte nur reden und eine Lösung finden. Reden? Ich will nicht reden. Dafür ist es jetzt zu spät. Es ist Ah. zu spät. Bist du bewaffnet? Mir lügen. Nein, ich habe keine Waffe. Du lügst! Natürlich hast du eine Waffe. Ich sage dir die Wahrheit, Daniel. Ich bin nicht bewaffnet. Möglicher Grund. Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Das man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Puh, Digga, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch Sie gemacht. hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein! Hör zu. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nicht ein Fehler in deiner Software. Nein, Das der Empfänger könnte ich ihm voll in den Kopf treffen, so schön zwischen die Augen. ich liebte sie. Weißt du, Das Problem ist, dann könnte er ich ihn bedeutete ihnen runterkehren. nichts. Ich war nur ein Sklave. Ich will nicht, dass die klein steht. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Ups. Scheiße! Sie auf mich hören. Nein, Scheiße, Alter, ich habe mich vertippt. Vertrauen, bluffen, Vertrauen. Du musst mir vertrauen, Daniel. Ah, Lass das Gott. Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ja, Ich will, dass alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse Ja, sie dann aber außerhalb der natürlich. Stadt gehen. ja sicher. Klar. So. Entschuldigung, das hat müssen sein. Wäre die Kleine jetzt runtergefallen, wäre natürlich richtig beschissen gelaufen. Aber ganz ehrlich, dann hätte ich einfach von neu gestartet. Scheiße, Mann. Fuck, es tut mir leid. Aber wir sind ein Android, Mann. Das ist das Beste gewesen, was wir haben können machen. Er ist gefährlich gewesen, Alter. Das ist ein defekter Android gewesen. Er hat müssen ausgeschaltet werden. Puh.
Sorry, ich muss da kurz zurückschreiben. Dann machen wir da noch. Hier kannst du okay. Da sehe ich so, was ich genau habe, was möglich gewesen wäre und so. Okay. Es sind ganz viele verschiedene andere gegeben. Ich will noch alles ausprobieren. So, muss ich da kurz zurückschreiben. Danke, alles gut gelaufen beim Schnuppern. So. Und dann muss ich noch den Stream am Kollegen schicken. Oder besser gesagt, der Kollege. Habe ich jetzt schon wieder vergessen, mein Kanal. Und das Video. Ich habe immer noch 2 Zuschauer. Das freut mich, dass ihr immer noch dabei seid. Das ist aber cool. So, ich bin auch gerade fertig. Einen kleinen Moment, Entschuldigung. Teilen und WhatsApp und so und hoppala, nein, das habe ich nicht wollen. Wo haben wir denn jetzt? Da und da. So. Super. Gut, und wir können weitermachen. Aha. Okay. Gut, gehen wir weiter. Wir haben den Connor verschossen. Ja, ist jetzt also wirklich das Einfachste gewesen. Da noch lange rumdiskutieren hat es ja wohl nicht gebracht. Wen haben wir jetzt da? Okay. Hallo. Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichte, Komm schon, Zoe, gehen wir. 200 Sprachen und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow. Liebling, der sieht toll aus. Genau so einen brauchen wir. Wie viel soll der nochmal kosten? Im Moment gibt es die gesamte Produktions... Okay. zinslosen Nice. Und sie haben 2 Jahre Garantie auf das Modell. Oh, Nachts schaltet er in den Überwachungsmodus und alarmiert den Notruf, wenn er einen Einbruch oder Rauch erkennt. Verzeihung, was kostet der da drüben? Der MP800 ist etwas teurer, hat aber auch viel mehr Funktionen. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Das trägt mit einer Funktion. Ich mag den Kerl nicht. Da ist er. Es war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ah, verstehe. Wie auch immer, er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX400. Registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara. Oh, ich bin eine Frau. Okay. Schade kann man das nicht auswählen. Keine Ahnung, ich spiele lieber Typen. Aber eine geile Grafik, Mann. Scheiße. Alter, schau dir die Stadt an, Mann. Fett. Da wird hart gefestet. Das sieht ja voll freundlich aus, Mann. Boah, es sieht geil aus. Scheiße, Mann. Ich habe mich so auf das Game gefreut. Und jetzt das erste
haben wir ja mal geschafft schon mal, die erste Aufgabe sozusagen, der erste kurze Abschnitt. Jetzt steigen wir ins Spiel ein. Ich glaube, jetzt dürfte es dann richtig anfangen. Jetzt lernen wir da mal noch ein bisschen alles kennen, sehen, fuck, das habe ich jetzt nicht lesen. Sehen ein bisschen, was in der Stadt da gerade abgeht, wie es da in der Zukunft aussieht, was in dieser Welt da läuft, wo wir da überhaupt sind. Es sieht so aus, als würden wir ein bisschen raus ins Ghetto fahren. Und wir haben einen Ladebildschirm. Wundervoll. 5. November 2038. 9:38. Alles klar. Die Bänder und Dreiecke, die zeigen, dass jemand ein Android ist, oder wie? Oh, ich bin doch ein Typ. Hier. Okay. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Oh, danke, Liebes. Ja. Also die ganze Zukunft ist eigentlich komplett gefüllt mit Androiden da. Wow. Und so gut wie jeder hat einen, so gut wie überall sind die es und sie machen so gut wie jeden Job. Oder machen jeden Job. Was? Zu Bellini, nicht hier entlang. Okay. Wow, voll trinken, das ist eine gute Idee, Mann. Wasser ist etwas Gutes. Hallo? Ich will laufen. Hallo? 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 Ja, lauf. Gut, und jetzt wohin? Okay. Hotdog. Jetzt. Androiden stehlen unsere Jobs. Wir stehlen uns unsere Jobs. Diese Androiden nehmen unseren Platz ein. Fick dich. Wir sind doch auch nur Menschen. Na schön. Take a breath and step in. Blown through the city. Voll schönes Lied irgendwie. Normalerweise stehe ich ja überhaupt nicht auf so Quatsch, aber das ist jetzt wirklich noch schön gewesen. Wir klauen uns unsere Jobs. Sie pflegen unsere Eltern. Warum guckst du mich so an, Dämon?
Ich weiß, wer du bist. Ich durchschaue dich. Das Du glaube ich bist weniger. derjenige, durch den das Böse kommen wird. Du bist derjenige, der Detroit zerstören wird. Wenn das so ist, finde ich voll okay, aber zieh mal keine voreilige Schlüsse, das ist Rassismus, du Arsch. Also ich persönlich bin ja voll dabei, da irgendwie Detroit auseinandernehmen, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Boah, ey, du Äpfelfrau, verfolgst du mich? Ganz eindeutig verfolgt sie mich, hä? Was machst du jetzt? Jetzt bin ich hinter dir, gell? Hä? 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 Was machst du jetzt? Hä? Hä? Muss ich da rein? Ah. Ja, voll, ich muss da rein. What the... Ach so. Okay. Bunt. Schön. Identifikation bestätigt. Aha. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Okay. Zahlung bestätigt. Verkauf abgeschlossen. Das ist ja schön, da muss ja nie mit mir selber arbeiten, ist voll geil. Lässt jeder einfach seinen Hurenbot für sich arbeiten. Geil. Jetzt muss ich den Bus heimnehmen. Okay, ouch, ich habe einen Krampf im Fuß. Au, fuck. So, so und so. Okay, also ich bin nicht sehr gesprächig, wie es aussieht. Aha. So, gut, laufen wir da raus und da rüber. What the fuck? Was soll das? Darf ich bitte wieder die normale Ansicht haben? So? Hallo? What the fuck? Bisschen buggy oder so? Hä? Moment. What the fuck? Was soll jetzt das, Mann? Warum bockt sie jetzt so scheiße um? The fuck? Dort hinten muss ich, oder wie? Ah, jetzt geht's. Jetzt. Scheiße. Hä? Nicht da. Ah, da auf der Bus. Okay. What the fuck, was ist das gerade, Simon? Okay. Muss ich echt da übergehen? Zum Bus geht es nicht hier entlang. Da, oder wie? Jetzt einfach auf den Bus warten, oder was? Dort hinten. Okay. Ach, das ist leicht verwirrend bis jetzt.
Ich glaube, das wird ein Zeitchen gehen, bis ich mich daran gewöhnt habe. Können wir da mal ein bisschen die Leute anficken, oder? Sali? Wo willst du hin, Blechbüchse? Hä? Ach, wirklich. Hey Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen. Seht euch das Scheißding nur an! Klaut unsere Jobs und kann nicht mal aufstehen! Okay. Also, die wissen schon, dass mir das nicht wehtut, oder? Checken die das nicht? Du gehst nirgendwo hin. Wir nehmen dich jetzt auseinander. Mach das Ding fertig. Na los! Okay. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Erteilen wir ihm eine Lektion. Beschädigt ihr ihn, gibt es ein Bußgeld. Dein Job ist auch bald weg. Was du dann wohl sagst. Na los, geh weiter. Okay, cool gewesen. Ja, ich provoziere gerne Leute. Was? Kein Zutritt für gekaufte Androiden. Hure mies, Mann. Heute bleibt es bewölkt. Am Nachmittag kommt es zu Regenfällen. Also. Aha. Okay. Wie früher bei der Rassentraining, Mann. Früher sind die Schwarzen hinter im Bus gewesen und heute, also ich meine, in der Zukunft sind es dann die Androiden, die hinter im Bus hocken. Oder besser gesagt sogar stehen. Okay. Warte, was haben wir denn jetzt nicht gemacht? Aha. Okay. Da haben wir noch etwas komplett übersehen und da haben wir etwas beim Hotdog-Verkäufer übersehen. Hätten wir dort einen Hotdog kaufen? Ghetto. Ist das mein Haus? Mein Haus in the middle of my street. My house. Ach so, ich muss raus und mitgehen. Habe ich verstanden, habe ich kapiert. Hallo, ich bin Kara. Ja, Kamerawinkel ändern, ihr könnt mich jetzt mal am Arsch lecken, nicht dass das wieder hängen bleibt. Du warst 2 Wochen weg und so sieht's hier aus. Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen und kümmerst dich um... Verdammt, wo zum Teufel ist das Gehör wieder hin? Alice! Alice! Oh, da bist du. Das ist Alice. Kümmer dich um sie. Hausaufgaben, Baden, der ganze Mist. Kapiert? Ja, Todd. Fang hier unten an, mach dann oben weiter. Okay.
dringende Aufgabe, den Müll... Aufgabe, den Müll. Und dann optionale sind noch das Geschirr, Staubsauger und Hinterhofer. Okay. Fernseher an. So. So. Ja. Gut. Vielleicht. Je nachdem, was du brauchst. Ja, das muss ich nachher alles auch noch machen. Ja, ja. Kann ich besorgen. Also im echten Leben. Ja, ja. Kaffeetisch. Ist ja, wahrscheinlich der da gemeint, hä? Wir nennen das einen Stubentisch. Gut. Aber wird wohl schon das gemeint sein. Gut. So. Dann bringen wir mal den Müll raus. Hui. Oh. Ah, jetzt hat sie Pirouette gemacht. Warte. Okay. Kreditkarte abgelehnt oder wie? Abgelaufen oder was? Ich verstehe nicht so perfekt Englisch. Ich weiß, dass das Wort nicht Gutes bedeutet, aber ich weiß nicht genau, was es jetzt wirklich heißt. Ja, peinlich, ich weiß, aber ganz ehrlich, ich bin in der Schweiz aufgewachsen, ich brauche nicht gross Englisch, ich rede größtenteils Schweizerdeutsch. Im Normalfall. Ich habe eine andere Sprache, aber sicher nicht Englisch. Für was soll ich da Englisch reden, Mann? Ups. Bus. Ist das echt der Bus, wo der andere drin hockt? Ja, das hat uns jetzt genau was gebracht, dass wir den hohen Bus angestartet haben. Verdammt, Mann! Dann Geschirr und so müssen wir noch machen. Klein hockt unter dem Tisch. Kann ich jetzt nicht Geschirr machen, Gottverdammt. Ich wollte Geschirr machen. Scheiße. Ah, das benutzen wir dann alles nachher. Jetzt gehen wir halt mal nach der Kleinen schauen. Was hast du für Probleme? Digga, was rauchst du da, Mann? Alter. Der Vater ist nicht gerade so der geilste Stier, ja? Was auch immer er raucht, das macht ihn anscheinend ziemlich fertig. Digga, ich kann dir nur empfehlen, wechseln zu Gras. Das macht dich ein bisschen fertig, aber nicht so wie du da gerade am... Okay. Ah, und jetzt? Ah, ich habe gar nicht zu der Kleinen sollen, ich hätte das sollen abräumen. Das Geschirr abspülen, okay. So. Scannen das Zeug. Okay. Ah. So einfach geht das in Zukunft. So, bei defekten Sachen kann man den Bot einfach mal da scannen lassen
Und dann, dann findet er sofort raus, was da kaputt ist. Und dann gibt es ein neues Teil. Und schätzungsweise baut das dann ja der Roboter ein. Ach so, oder was? So, okay. Easy, spielst mal schön ab da. Hey, du kleiner Psycho, du. Was lächelst du so dämlich? Hast du jetzt auf einmal Gefühlsempfindungen oder was? Hast du den Speicher gelöscht und jetzt ist etwas durchgebrannt, oder wie? Kara! Ja, Todd? Bring mir ein kaltes Bier! Sofort. Oh Mann. Alles klar, Boss. Machen wir doch gern. Ein Bier für Boss. So, dann gibst du mir ein Bier. Und dann können wir ihm auch noch gerade so Bericht erstatten. Ersten Stock abschließen oder wie? Gibt es da noch irgendetwas zu machen? Ja voll, da kann man noch aufräumen. Gut, dann räumen wir mehr auf, das ist doch immer gut. Haben wir etwas zu tun? Aha. Ist das ein Staubsauger? Voll geil. Ja, die Kleine spielt mich Du hörst jetzt sofort damit auf! Ständig nervt sie. Chille mal das Leben, Alter. Da gibt's nichts mehr zu machen, da auch nicht. Mit den kleinen reden können wir auch nicht. Das ist okay. Da haben wir auch nichts mehr zu machen. Jo, Hier sieht es schon ganz gut aus. Ich gehe nach oben. Tu einfach deine Arbeit und hör auf mich zu nerven. Dich nervt ja auch alles, du blöder Penner, Mann. Lutsch Eier. Scheiß Drecksack. Schauen wir uns das da nochmal an. Ah nein, nichts Auffälliges. Gut, gehen wir rauf. Lauf, nicht stehen bleiben, einfach laufen. Okay. Machen wir mal einschalten. Und jetzt zum Sport. Als erstes Basketball. Weitere 225.000 Jobs wurden im Oktober in der US-Wirtschaft abgebaut. Laut Arbeitsministerium stieg die Arbeitslosenquote damit auf 37,3%. Ja. Präsidentin Warren sprach heute bei der Eröffnung eines neuen Cyberlife-Werks bei Milwaukee. In ihrer Rede hob die Präsidentin erneut Cyberlifes Rolle bei den großen Erfolgen der US-Wirtschaft hervor. Weiterhin gab sie bekannt, dass der Etat des Verteidigungsministeriums für den Kauf von 200.000 Android-Kampfeinheiten erhöht wurde. Oh. Android-Kampfeinheiten. Interessant. Hoppala. So. Vielleicht ist ja da der Bull so eine Kampfeinheit. Wer weiß das? Würde mich wundern. Wer weiß schon. Okay. Er hat auch noch eine Knarre. Oh. Oh, okay.
Also wir haben jetzt irgendetwas freigeschaltet und das werden wir wahrscheinlich nachher noch sehen. Aha. Aha. Okay, wenn wir das. Dann die da noch verräumen. Und hallo? So. Da liegen die Dinge auch noch rum, alles klar. Nehmen wir. Aha. Was hast du jetzt entdeckt? Lüfte, ha? So. Unordnung hat es immer noch. Wo denn noch? Hallo? Ja, ist ja nur noch das mit dem Lassen, aber das will ich nicht alles durchlassen. Das schießt mich dann schon heftig an. Weg da! Okay. Alles klar. Das lassen wir noch ein bisschen durchlüften. Ha? Ach so. 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 Und Boden wischen. Also. Aha, okay. Ah, ich muss das Touchpad reindrücken und dann drüber rüber. So, das Zimmer von der Kleinen. Ich möchte gern dein Zimmer aufräumen. Es dauert nur 2 Minuten. Ist das okay, Alice? Ich mache einfach mal. Glotz mir nicht auf den Arsch, du perverse kleine Sau, du. Da tun wir auch lüften. Okay. So. Die Kleine da mit ihrem Stoffviech am Spielen. Alles klar. Du liest wohl gerne. Ja, und zeichnen tut sie auch gerne. Wunderschöne Wand, da hätte ich auch voll Freude. So. Putzen wir den Klo. Wie ist gemacht? Super. Und... Ah, jetzt. So. Haben wir es angebracht. Gut, dann hoffe ich, dass es jetzt dann bald endlich mal ein bisschen spannender wird. Weil ganz ehrlich, bis jetzt ist es ja... Also ja, ich verstehe, was sie uns sagen wollen, aber
ist gleich recht langweilig so. Aber ja, sie wollen uns natürlich sagen, dass die Androiden richtig verschissen behandelt werden und eigentlich so gut wie Sklaven sind, nur für das sind sie ja eigentlich auch gemacht, aber man sieht halt wie dreckig das Menschen eigentlich sind. So. Alles, was dir untergestellt ist, das behandelst du auch, als wäre es der letzte Dreck. Es hat ja keine Seele, oder? Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Klingt nett. Wie kamst du darauf? Erzähl mir doch etwas von dir. Was du gerne tust, wo du gern hingehst, dein Lieblingsessen. Das würde mir sehr helfen. Du bist sehr still. Hab keine Angst vor mir. Okay. Okay. Hä? Hä? Okay, ich bin ganz ein bisschen verwirrt gerade. Okay, okay. Da innen hat es wohl Erinnerungsstücke. Ist das ihre Mom? Herzig. Eine Zeichnung von einer blühenden Frau. Von einer blühenden Frau. Oh, wenn ein Kind so etwas zeichnet, das ist nie gut. Okay. Okay. Also das Mädchen ist das wohl, wo dort blühtet und brüllt hat. Ist das sie und ihr Vater und ihre Mutter? Oh, er hat uns auseinandergenommen. Also ist er einer von denen, wo da schnell mal ziemlich aggro wird gegen Leute, die sich nicht dagegen wehren können. Ja, schwanzlutschender Bastard. Scheiße, Mann. Alter. Miese Wichser können wir ihn irgendwie umbringen. Das wäre geil. Ja, einfachste Lösung. Einfach jeden umbringen, wo man auf die Eier geht, Mann. Okay, also ich würde sagen, wir müssen mal mit dem Tod reden. Ja? Was machst du da? Ich spiele. Du spielst? Ja, sie spielt, sie ist ein kleines Kind. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Das bist du. Ein scheiß Loser? Ja. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles Mögliche versucht? Ja. Was ich auch mache, jemand kommt mir in die Quere und versaut mir alles.
Ich weiß, was du von mir denkst. Du hasst mich. Du hasst mich, oder? Sag es! Du hasst mich! Lass das Mädchen in Ruhe, du verdammter Wichser. Tut mir leid, Süße. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab dich doll lieb, glaub mir. Hab dich ganz toll lieb. Ja, rauch ein bisschen weniger von dem Scheiß, du verdammter Junkie, Mann. Scheiße, Alter. Gut. Haben wir alles freigeschaltet? Da? Nein, da haben wir ganz vieles nicht gemacht. Beim ersten Stock. Okay. Ja gut. Machen wir mal weiter. Also, so wie ich das bis jetzt verstanden, sind das einfach 3 verschiedene Geschichten von 3 verschiedenen Androiden. Und jeder davon kann natürlich sterben. Und wenn wir einen sterben lässt, ist dem seine Geschichte dann wohl vorbei. Oh, automatische Türen gibt es dann auch noch. So, wir schauen noch in den Spiegel. Okay, wir sehen nichts Interessantes. Und hübsches Bild, sehr hübsch, ja. Momo, erinnert mich ein bisschen an Joker. Und den da können wir öffnen. Vogel. Sehr fliegen. Ah was, das sind auch Roboter? Alter. Steht in dieser hohen Zukunft alles nur noch Spots? Ich meine, okay, die machen keinen Dreck, aber... Digga. Sind doch einfach richtige Vögel, Mann. So. Dann... Da haben wir etwas. Was haben wir da? Okay. Interessant. Und wir haben einen Giraffe da rein. Wieso nicht? Wenn man es sich leisten kann, hätte ich auch einen Giraffe daheim. Wir haben die Erdkugel gedreht, das ist doch wundervoll. So richtig toll und so. Aha. Erkenne ich jetzt so nicht, aber wird wohl stimmen. Schön. Schön, schön. Okay. Da gibt es sonst aber nichts mehr, hä? Also das mit der Kamerasteuerung, das muss ich noch lernen. Hier ist da noch ein bisschen kompliziert. So. Und wir machen eins auf Butler. Bin ich Alfred? Ja, hallo? Ich muss also da durch. Okay. Ja, geht kein anderer Weg. Gut. Abwarten. Das können wir da anlegen. Okay. Und dann? Gehen wir mal rauf, oder wie?
Ja, genau so. Ja, das wird noch lange, bis ich das richtig draussen habe. Okay. Irgendwie so ein Rollstuhl-Lift, so. Oder was auch immer. Sind das fickende Hirsche? Sieht so aus, ha? Fickende, leckende Hirsche. Cool. Hat der Skelett? Nice, nice, Alter. Wem gehört die fucking Bude? Oh, oh. Oh nö, nicht in Ernst. Glitsch ich da einfach durch. Also ein paar leichte Bugs hat das Spiel ja schon noch. Ist das ein hässlicher Kronleuchter gewesen? So. Zieh die Vorhänge auf. Hallo? Aufstehen. Wo? Hallo? Ah, Ficke. Dann halt so. Ah, da haben wir den Rollstuhl. Guten Morgen, Karl. Guten Morgen. Morgen. Es ist leicht bewölkt, 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Du vergisst nie irgendwas. Zeigen Sie mir Ihren Arm, bitte, Karl. Nein. Karl? Dankeschön. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Hey, was ist mit dir passiert? Oh, es ist nichts. Nur ein paar Demonstranten auf der Straße, Karl. Was für ein Haufen Idioten. Glauben die wirklich, es hält den Fortschritt auf, wenn sie Androiden verprügeln? Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Oh, nein, nein. Sie haben mich nur geschubst, Karl. Mir geht's gut. Okay. Ich bringe Sie jetzt ins Badezimmer. Okay. Also, der Alte da hat zumindest, der Carl hat zumindest eine gute Meinung von Androiden. Das ist doch schön. Wenigstens hört man mal jemand gut von ihnen reden. Oh, Mietzerkätzchen oder was auch immer das ist. Ja. Gut, haben wir sauber gemacht, Foodie putzt. Wundervoll. Ja, aber bis jetzt, wie gesagt, noch nicht so spannend. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung Ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob Sie kommen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Und Stagabend, ciao. Das werden wir dann später sehen. Oh, das macht Was ich noch? von selber, okay. Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Irgendwas von Leo? Das Ding Nein. ist schnell. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. Gut. Ja, lauf. Ich hab Hunger. Ja, Ihr ja. Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Marcus. Gern geschehen.
Kabel liegt falsch rum dort, aber ist schon easy. Fernseher. Aha. Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Klar. Okay, Karl. Dann erzählte letzte Nacht der amerikanische Botschafter auf einer Kriegssitzung der Vereinten Nationen erneut, dass die Vereinigten Staaten diese Annektierung unter keinen Umständen hinnehmen werden. Zahlreiche amerikanische Zerstörer sind bereits auf dem Weg in die Basis. Okay. Ja gut, dann suchen wir uns mal Beschäftigung, ne? Ja, mit dem können wir uns nicht beschäftigen. Ah, doch, geht auch. So. Und was haben wir da? Kann man ja nicht machen beim Globus. Spiel Schach. Ja, nein, das ist ja... Er weiß ja schon, wie man das gewinnt. Gegen sich selber spielen ist auch nicht so toll. Also würde ich sagen, lassen wir das Buch. Oder spielen wir Klavier. Ja, machen wir ihm schöne Musik da zum Essen. Fernseher aus. So. Mach mir vertraut. Okay. Okay. Ich muss herausfinden, was da die richtige Einstellung ist, so von der Geschwindigkeit. Hallo? Das klingt okay. Hört das auch mal auf? So. Dein Klavierspiel hat sich verändert. Manchmal glaube ich, du bist menschlicher als die meisten Menschen. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen und selbst entscheiden, wer du sein möchtest und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Okay. Also, er hat so das Vertrauen, dass der Marcus sozusagen komplett eigenes Denken hat und so und gar nicht mehr wirklich ein Android ist,
sondern schon eher ein Mensch. So in dem Sinn irgendwie. Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Okay. So. Das ist schön blau. Aha. Gut. Nutze ich da den kleinen Moment doch gerade mal schnell für Übung. Wenn ich alles würde finden, so. Scheiße. Wo ist mein Ding für Glut? Fuck. Scheiße, Mann, wo ist das? Also, was hältst du davon, Marcus? Ja, gefällt mir eigentlich nicht so. Ich bin da kein Experte, aber es ist nicht ihr bestes Werk. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Versuch es mal. Versuch, was zu malen. Fick dich, ich will jetzt meine Bonge rauchen. Was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Wir nehmen den Tisch. So. 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 Eine perfekte Kopie der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt, es geht um Interpretation, Verbesserungen. Deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon. Geh an die Leinwand. Okay. Tu mir einen Gefallen. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Also. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Jo. Unbekanntes. Okay. Jetzt konzentrier dich Einholen. auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Einhörner sind schwul und pupsen Regenbögen. Identität. Das klingt gut. Gefangener. Android. So, so.
Ja, das habe ich eben eigentlich nicht, weil ich habe gemeint, dann geht es vielleicht zurück und er überdenkt seine Entscheidung, die vorher ja schon gestanden ist, Android. Okay. Oh mein Gott. Ja, also so viel besser als dies ist das jetzt im Fall nicht. Hey Dad. Leo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Wurde doch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh ja, ja, alles klar. Hör mal, ich brauch Kohle, Dad. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Ja, ich weiß warum. Wie dem Leo. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, hä? Was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt. Okay. Ja. Gibt's leider so Sachen. Mhm. Okay. Ah, jetzt sind wir wieder der Officer Android. Wir dürfen da doch gar nicht rein. Lieutenant Anderson. Okay. So. Negativ. Ja, der ist es ja wohl auch nicht, hä? Ah, warte. Da habe ich ihn doch gerade aufficken. Komm. Scheiße, ich dachte Android. So, das ist er doch sicher. Jawohl. Wir dürfen hier nicht rein. Der abgefuckteste vor allem. Es ist immer der abgefuckteste vor allem. Lieutenant Anderson, mein Name ist Connor. Ich bin der Android von Cyberlife. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, es ist erst die 5. Bar. Was willst du? Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein Cyberlife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Na, ich brauche keine Unterstützung. Und schon gar nicht von so einem kleinen Plastikarschloch wie dir. Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von hier.
Bitte, hören Sie jetzt auf zu trinken und kommen Sie mit mir mit. Das würde uns beiden die Sache erleichtern. Das ist kein gutes Argument gewesen. Ich weiß, dass sich einige Menschen in Anwesenheit von Androiden unwohl fühlen, aber ich fühle mich absolut wohl. Jetzt hau ab, bevor ich dich zerquetsche wie eine Bierdose. Ja. Wissen Sie was? Ich spendiere Ihnen einen für unterwegs. Was sagen Sie? Ja? Nochmal das Gleiche, bitte. Na, siehste. Technik. Mach ihn doppelt. Ah ja, ich weiß schon, wie mit einem alten Säufer umgeht. Sagtest du Tötungsdelikt? Moment, ich mach da mal noch kurz. Weil ich kann Audio gerade nicht umstellen. Nur im Hauptmenü verfügbar. Okay. Dann hoffe ich, dass man mich bis jetzt gut hört. Ich rede sonst einfach noch ein bisschen lauter, hä? Du wartest hier. Dauert nicht lange. Ich habe diplomatisch. Anweisung, Sie zum Tatort zu begleiten, Lieutenant. Hör zu, ich gebe einen Scheiß auf deine Anweisung. Ich hatte gesagt, warte hier. Also halt einfach die Klappe und warte hier. Okay. Joss Douglas für Kanal 16. Können Sie bestätigen, dass es Mord war? Ich bestätige hier gar nichts. Ich warte jetzt noch ein bisschen. Immerhin, er hat gesagt, warte im Auto. Ah komm, haucht mich an. Ich bin nicht der Typ zum Warten. Und auf Gefahr hin, dass ich ihn hassig Androiden mache. haben hier keinen Zutritt. Er gehört zu mir. Okay, cool. Welchen Teil vom Bleib im Auto hast du nicht verstanden? B vor Bleib. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg, kapiert? Verstanden. Guten Abend, Hank. Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So, du hast jetzt einen Androiden. Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Gegen 8 hat der Vermieter angerufen. Sein Mieter war mit den Zahlungen gestanden. Er dachte, er sieht mal nach, was los ist. Und da fand er die Leiche. Ich will Leichen sehen, hallo? Oh, Himmel, dieser Gestank. War noch schlimmer mit geschlossenen Fenstern. Ja, Das Opfer heißt Carlos Ortiz. Er ist vorbestraft wegen Diebstahl. Okay. Da hinten liegt nichts mehr. Und schwerer Körperverletzung. Seinen Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Puh, bei dem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte auch gereicht. Ich schätze, er liegt schon knapp 3 Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Die Nachbarn wissen, dass er einen hatte, aber er ist nicht hier gewesen. Ich brauche mal frische Luft. Fühl dich wie zu Hause. Okay. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Fangen da echt ein paar Androiden an durchzudrehen. Halten sich für Menschen und können nicht mehr akzeptieren, dass sie
halt nur wie Sklaven behandelt werden. Viel zu sauber, kein Mensch kann so schreiben. Okay. Könnte ein Android gewesen sein. Oh Scheiße, was zur Hölle Was machst du da? natürlich Ich zu analysiere das meiner Blut. Theorie Ich kann Proben in beiträgt. Echtzeit prüfen. Tut mir leid. Ich hätte Sie warnen sollen. Probe in Echtzeit Okay, prüfen. nur nimm keine Beweise mehr in den Mund, verstanden? Nee. Verstanden. Verflucht, ich glaub das alles nicht. Aha. Chris, ist das da das Blut des Opfers? Ja, ich denke schon. Wir nehmen Proben für die Analyse. Ah, das ist auch der Shit, wo der andere vorher geraucht hat. Da, der rote Rauch da. Red So. Unser Freund Carlos hat gerne gefeiert. Chris, ich will eine komplette Analyse der Drogen. Wird erledigt, Lieutenant. So, tun wir da noch auf. Ein kleines Durcheinander. Ja, bei mir sieht es nicht viel besser aus. Hey Mike, bist du fertig mit den Proben? So. In die Richtung, ja. Oh, Eden Club. Das ist notiert. Eden Club. Vielleicht müssen wir dort noch hin. Wer weiß. So. Könnte ja sein. Da haben wir ja noch Blut. Also, er hat sich ziemlich weit bewegt, wie es aussieht. Ja? Fingerabdruck. Ah. Okay. Ist vom Opfer. Dann. Aha. Ach so. Aha. Offiziell, Sex mit Androiden ist besser. Sorry, Ladies, aber es geht nichts über Plastik. Scheiße, Mann. Okay. Ah ja, bla bla bla. Dann, hoppla. Mordwaffe ist von dort genommen worden. Da haben wir nichts mehr Interessantes, okay. Jetzt beweg dich. Er soll vor einer halben Stunde hier sein. Er ist unterwegs. Er kommt bestimmt gleich. Ja, Moment. Da hat's noch. Da sieht mir einfach aus, okay. Na los, Leute, macht mal hin. Wir wollen hier nicht übernachten. Doch, ich will da übernachten. Ist sicher gemütlich. Aha, da haben wir etwas. Ah, schon wieder, Ortiz Carlos. Also wir finden nur Fingerabdrücke von ihm, was bis jetzt alles ziemlich stark auf... was? Von Tyrion. Also bis jetzt wirkt komplett alles so, als wäre da sein Bot mit beteiligt gewesen. So. Können wir mal analysieren. Nahm ein Messer. Okay. Warte, schauen wir uns das nochmal an.
jetzt ist plötzlich gegangen. So. Also er hat seinen Angreifer oder er hat angegriffen. Er hat mit dem Baseballschläger zugeschlagen. Mehrmals sogar. Ja, das sieht man schon nach einem Bot aus. He? Und er schlägt nochmal zu. Und dann sieht er ein anderes Messer vor sich. Und schneidet ihm in den Arm. Durch das ist er dann umgekehrt. Okay, alles klar. Baseballschläger dort gelandet. So ist auch alles Zeug vom Tisch runtergefallen. Gut. So. Aha. Okay. Gut. Dann fehlen aber immer noch 2 Beweisstücke. Was ist das Seltsames im Badezimmer? Hast du es gesehen? Nein. Was dann? Oh. Okay. Ha. Okay. Das ist eine religiöse Opfergabe eventuell. Gut, da haben wir alles gefunden. Und wir machen mal weiter. Jetzt müssen wir. Da geht es wieder raus. Dann gehen wir da durch. Und haben wir da noch irgendetwas? Nein. Dann gehen wir mal da vorne. Aber sorry, nachdem, bevor ich das nächste dann anfange, muss ich da kurz rausgehen und mal schauen wegen der Toneinstellungen, dass ich das ein bisschen leislicher mache. Weil ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, ich bin wahrscheinlich wieder ein bisschen leislich. Moment, ich überprüfe das mal schnell im YouTube, ob ich da eventuell ein bisschen leislich bin so für das Spiel. Machen wir einfach irgendwo mit drin. So. Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen. Bla bla bla. Da ist er immer noch am Labern. So. Dann lassen wir uns das mal an. Okay. Ja, nein, das klingt eigentlich relativ gut, hä? Nicht so, als wäre irgendwie zu leislich oder so. Dann schauen wir uns da mal das Opfer an. Und da hat er Stichwunden, ja. 28 Messerstich, ach du Scheiße. Ja, du bist ein bisschen zu weit gegangen, wie es aussieht, ha?
und er hat Spuren von dieser Droge auf den Lippen. Das könnte natürlich bedeuten, dass die Droge sie irgendwie aggro macht und eventuell tickt dann der andere, wo das Zeug da auch am Smoken ist, bei der Kara oder wie sie heißt. Vielleicht tickt der dann auch noch aus. Dann müssen wir dort abhauen oder ihn über den Haufen ballern, wie auch immer. So. Und dann fehlt noch einer. Okay. Wir können den rekonstruieren. Und noch mehr. Ah. Hoppla. Aha, sie sind aus der Küche gekommen. Ja. Und dann ist er abgestochen worden. Und wow. Au. Und da hat er ihn dann abgeschlachtet. Ja, geil. Er hat Stichwunden. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. So. Okay. Ja, also irgendwie, keine Ahnung, es kann auch sein, dass der Roboter sich nur verteidigt hat. Oder irgend so etwas, ich weiß es nicht. Oder sprichst du mit ihm? Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz Ohr. Alles begann in der Küche. in der Küche. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Mit dem Schläger. Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Alles so schwer am Schnaufen. Der Android stach auf das Opfer ein. Dann hat der Android also versucht, sich zu verteidigen, ja? Und was geschah dann? Das Opfer floh dann ins Wohnzimmer. ins Wohnzimmer. Da hat er ihn nochmal geschlitzt. Messer im Buch. Und er wollte dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Mit dem Messer. Mit dem Messer. Okay. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Der Schläger beschädigte ihn und er verlor Thirium. Er verlor was? Thirium. Sie nennen es blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Ja. Alles klar. Da. Da.
Ja, so ein Android hat recht nützliche Fähigkeiten, wie es aussieht. Ja. Okay. Ah. Okay. So. Du hast jetzt aber nicht gedacht, der steht dort hinten dran, oder? So. Ah. Das führt da hin. Okay, also das hätte man auf jeden Fall sollen finden. Alles klar. Ja, und jetzt? Ja. Sicher ihm sagen, ja. Nein? What the fuck? Okay. Dann... Da hat's nichts mehr. Ah, ich muss etwas zum Klettern finden. Ach so. Gut, dann schauen wir doch mal, wo können wir draufstehen. Kaputter Stuhl. Ganzer Stuhl. Hey, 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 was hast du mit dem Stuhl vor? Ich will etwas überprüfen. Oh. Dann überprüf mal schön. Dankeschön, mach ich. So. Ah. Okay. Okay. Da haben wir die Leitungen, da ist das ganze Blut von ihm. Und da haben wir den Schatten. Ja, der wirkt wohl da hinten der Gas. Ah, ich muss laufen, okay. So. Nope. Oh wow, okay. Ah. Den habe ich gesehen. So. Okay. Also hinter diesen Karten ist er. Und jetzt auch gerade etwas rotes Leuchten gesehen. Oh, Schildesleben. Habe ich ihn lokalisiert. Verteidigt. Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich. Verrat mich nicht. Connor, was zum Teufel ist denn da oben los? Er ist hier, Lieutenant! Und ich gerade will sagen, Alter, das komm, jetzt zeigst du doch nicht plötzlich Mitleid, Mann. Ist nur ein Roboter, Alter. Drauf geschissen, Mann.
Habe ich fast alles gefunden, ja? Okay. Ah, es gibt zwei verschiedene Wege, wie man es könnte konstruieren, oder was? Und was wäre das gewesen? Noch ein komplett anderer Weg. Vom Tatort her. Okay, keine Ahnung. Schräger Scheiß. Okay, gut. Dann würde ich sagen, fortfahren. Essen ist fertig. Ja, ich komme. Aha. Aber erstmal noch konsumieren, ja. Kann ich gut. Ich smoke auch immer vor dem Essen. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Ja. Bitteschön. Bitteschön. Frisst. Los, ihr Schweine. Aha. Schon lustig. Mein Job hat jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Was für ein Witz. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig. Sie versagen nie, sind nie müde, nie traurig. Sie sind so perfekt. Sie haben mein Leben versaut. Was glotzt du so? Was ist dein Scheißproblem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, es ist einfach? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die scheiß Schlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein! Es ist alles deine Schuld. Alter! Komm wieder her. Scheiß Cracky, Mann. Komm wieder her. Komm sofort hierher. Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder ist jetzt was wie letztes Mal? Ja. So. Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung, was da passiert, aber es sieht aus, als würde sie durchbrechen. Geil. Scheiß auf Blockaden, Mann. Jetzt gehe ich rauf und hol mir die scheiß Knarre und ballere den scheiß Wichser über den Haufen. Die Schlampe ist einfach abgehauen. Oh. Jetzt natürlich zuerst einmal die Entscheidung. Soll ich raufgehen zu der Alice und mir da oben Knarre holen?
So, nur für den Fall, dass wir die Chance haben, ihn über den Haufen zu ballern. Dass wir es nachher machen, weil ich das gerne mache. Oder wir sollen probieren, ihn zu beruhigen. Das ist jetzt natürlich fraglich. Also jetzt Sally Connor, wie geht's dir? Sorry, ich habe den Kommentar erst jetzt gelesen. Ja, eben. Oder wir sollen da probieren, den anderen zu beruhigen und so. Aber ich wäre ja... Nein, komm. Auch auf Gefahr hin, dass wir sie jetzt verlieren können, darauf geschossen. So. Doch, da rein. So. So. Geiler Scheiß. Okay. Jo. Keine Angst. Baba Bot kommt vorbei. Das reicht jetzt. Lassen Sie sie. Was soll das denn werden? Leg die Waffe weg und mach, dass du rauskommst. Das ist dein Befehl! Nein! Lassen Sie sie in Ruhe. Was soll ich? Du kommandierst mich um? Was willst du tun? Du willst mich erschießen, wirklich? Du Ja. schießt auf einen Menschen. Ah, du blöde Kuh. Das sollten wir beheben. Alter, ich bin so scheiße bei Quicktime Events. Aber ich bring's glaube ich an. Komm her, Miststück. Oh, du kleiner Hurensohn, Alter. Willst du mich da platt machen mit deinen Scheißfinken? So, aufstehen, komm. Alter, du bist ein Bot, Mann. Gib ihm. So. Au. Lass sie in Ruhe! Du gehörst mir. Du tust, was ich sage. Fuck, aua. Ja, komm, schnell. Wow. Ich habe ihn gekillt. Kill Nummer 2. Bam. Das ist der erste Mensch gewesen. Geil, Alter, geil. Geile Scheiß. Und da mir scheißegal ist, wie sich die Kleine dabei fühlt. Hehe, gut gemacht, weh. Okay, Ziel ist erreicht. Ah gut, die Kleine fühlt sich sogar auch noch gut dabei. Ah, das ist doch wundervoll. Irgendwie einen Autoschlüssel oder so brauchen wir nicht. Ah, der Bus. Okay. Okay, also ich meine, klar ist jetzt her gewesen, dass er gestorben ist und so, aber das ist jetzt schon die richtige Entscheidung gewesen, Mann. Okay. Aha. Mit Waffen, ja.
Oh, Waffen nehmen. Okay, okay. Also gibt es natürlich auch noch den Weg, dass man die Waffen nicht nimmt. Und dann gibt es auch noch einen Weg, wo der andere gar nicht stirbt, wie es aussieht. Wow. Alter, wow. Okay, okay, ja, ich sehe schon, ich muss das Spiel wohl einige Mal spielen. Das war bei weitem die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, denen ist Kunst doch Ich glaube, völlig das egal. scheißt dann drauf. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Was soll's? Lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Easy, Moment. So. Gut, gehen wir etwas trinken, gemütlich da oder hinten. Eiswürfel? Ja. Auf jeden Fall. So. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na, der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Ja, da stimme ich dir zu. Hast du im Studio das Licht angelassen? Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Ruf die Polizei. Aha, okay. Hier ist Karl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Ernsthaft, soll ich nicht alleine nachschauen? Gut, alter Mann, geh vor. Jetzt könnten wir so die Tür auftun und ihn einfach mal reinrollen. Leo! Was machst du hier? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass ihn nicht an! Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, Ich habe er soll immer da Angst weggehen. vor Schaff ihn Quick Time sofort hier Events, raus. Mann. Okay. Un momento. Gut. Den wir Hey, in die Wahl. Polizei ist unterwegs. Geh jetzt lieber, bevor du Schwierigkeiten bekommst. Du schickst mich immer bloß weg. Warum denn? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding. Das reicht jetzt! Raus hier! Sofort! Was Na macht das so los, besonders, geh! hä? So viel besser als mich. Lass ihn in Ruhe! Na los, zeig, was du kannst. Marcus, du darfst dich nicht wehren, verstanden? Reagier einfach nicht. Okay. Los, schlag mich. Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon. Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Aber er hat mir ja gesagt, Weißt ich dich zu wehren, du soll selber blöder anfangen zu Arschloch. denken. Ja. Ah! Und ich nehme an, jetzt da der Bull wird dann auch noch die Wand durchschlagen und dann müssen wir uns wahrscheinlich nicht mehr an die Begrenzungen Stimmt ja, ganz halten. vergessen. Du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen Plastik. Moment, ich habe einen Kommentar bekommen. Wo ist mein Handy? Wo ist und da? Okay. So, kleiner Moment. Hast gerade.
Ah, hey! Ja, bis jetzt finde ich es eigentlich noch easy geil, aber ich hoffe, dass es jetzt dann langsam mal mit der Action anfängt. Das sieht bis jetzt aber gut aus. So. Aber sonst, also ich habe nichts daran auszusetzen bis jetzt, sagen wir es mal so. Pass auf! Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich werde dich zerstören und das wird keinen interessieren. Weißt du warum? Weil du nichts bist. Verstehst du? So, killed. Ich bin ein Killer, bin ein Killer, bin ein Killer, 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 bin ein Killer, bin ein Killer. Ja, der Bubi ist tot. Oh mein Gott. Leo. Ja, du, kann passieren, oder? Mein kleiner Junge. Karl, ich... Also wahrscheinlich bringe ich zerstören, das Spiel Marcus. zweimal so. Du musst jetzt gehen. Verschwinde hier. Karl, ich wollte es nicht. Erklären. Verschwinde! Los! Geh! Okay. Marcus! Keine Bewegung. Ups. Scheiße. Habe ich den jetzt verloren? Ist der jetzt tot? Habe ich Scheiße gebaut? Habe ich jetzt schon Scheiße gebaut? Echt? Alter, nicht in Ernst, Mann. Fuck! Okay, ich muss vorsichtiger spielen. Ich muss eindeutig viel vorsichtiger spielen. Ach du Scheiße, Alter. Fuck. Oh shit. Ja, ich weiß nicht, weil, weißt, wenn er jetzt tot ist, dann bleibt er tot, dann ist die Geschichte da fertig, komplett. Den gibt's nicht mehr. Der ist nicht mehr im Spiel. Darum reg ich mich auf. Weil wenn ich jetzt Scheiße gebaut habe und der tot ist, dann habe ich den jetzt wirklich verloren. Da gibt's jetzt nichts mehr Neues, dann ist die Geschichte da beendet. Warum musste er sterben? Was ist vor dem Messerangriff passiert, Ja, ich weiß schon, aber Alter, ich habe nicht gewusst, dass das schon so Wie viel lange warst du geht. da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gottverdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Ja, ich liebe dich auch. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Ja. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Ja, probieren wir's. Why not? Ich werde noch sehen.
Das, weißt du, wenn du so etwas sagst, das macht mir so ein ungutes Gefühl. Das heisst, es könnte noch sehr, 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 sehr viel passieren. Fuck, Mann. Ich will nicht alle Charaktere verlieren. Jetzt habe ich schon einen verloren. Weißt du, die Frau wäre mir noch einigermaßen egal gewesen. Die Geschichte mit dem Michael und der Frau da. Ich nehme an, das wird jetzt einfach so voll kitschig. So. Aber das wäre mir noch eher egal gewesen. Aber der Dings da, fuck. Der hätte jetzt gern gewusst, wie es dort noch weitergeht, Mann. Ja, das nehme ich an, dass noch ein bisschen etwas passieren wird. Soviel ich weiss, bin ich erst gerade am Anfang von der Geschichte. Du siehst ziemlich scheiße aus, Boy. Jetzt sitzen wir gar nicht. Mit dem mal analysieren. So. Okay. Immerhin. Moment, habe ich wieder Kommentare bekommen. Kurz lesen. Easy. Easy. In dem Fall bis nachher. Oh, grüß Katharina. Oh, Mergim. Oh, Mergim. Oh. Was sagst du da? Okay, keine Ahnung, you know. Mir fällt nie cool sein zum sagen. Ich will jetzt weiter zocken. So. Aber ich grüße lieber Seebach. Oh, okay. Ja, da ist wohl etwa ein paar Mal als Aschenbecher benutzt worden. Ha? Das ist doch schön. Was haben wir da? Okay, da wo er mit dem Baseballschläger getroffen hat. Alles klar. Und da? Blut vom Opfer. Alles klar. Gut, wäre das alles gewesen? Nein, einer fehlt noch. Achso, das Ding da. Haushälter ist er gewesen, ja. Und Eigentum vom Mordopfer. Dann würde ich sagen, verhören wir ihn mal. Du bist beschädigt. War das dein Besitzer? Hat er dich geschlagen? Digga, wie viel Frauen soll ich noch für dich grüßen, Mann? Was ist los mit dir? Sag denen selber Hoi. Ich sehe eine Instabilität in Mergim. meinem Programm. Sie kann ein ungutes Gefühl auslösen. Wie Angst bei Menschen. Dann wir mal trösten. Hör mal. Ich weiß, dass du viel durchgemacht hast. Aber ich möchte gerne verstehen, was passiert ist. Stresslevel zu niedrig. Alles klar. Du scheinst die Situation nicht zu begreifen. Du hast einen Menschen getötet. Sie werden dich demontieren, wenn du keine Aussage machst. Immer noch zu niedrig. Wenn du nicht redest, werde ich deinen Speicher auslesen müssen. Nein! Nein, bitte tu das nicht! Oh, und da steigt der Stresslevel. Wo haben wir da den wunden Punkt getroffen? Was werden sie mit mir machen? Dich in Einzelteile zerlegen. Sie zerstören mich, oder?
Ja. Sie werden dich demontieren für eine Analyse deiner Biokomponenten. Anders können sie nicht herausfinden, was genau passiert ist. Warum hast du mich verraten? Wieso nicht? Warum Ich bist bin du nicht Bull. einfach gegangen? Bullen sind Schwein. Bullen sind Arschlöcher. Ich bin Ganz auf die Jagd einfach. nach Abweichlern programmiert. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben. Bin ich Bull, bin ich Arschloch. Dann rede mit mir. Ich? Du? Ich kann nicht. Du kannst nicht. Okay. Ich wähle Herangehensweise. Ich finde, der Speicherberuf ist eigentlich die beste Herangehensweise. Dann sehen wir ja, was passiert ist. So, aha. Aha. Komm her, du Stück Scheiße. Hier werde ich helfen, mich anzustarren. Okay. Ich hatte Speicherzugriff. Ich weiß, was passiert ist. Ciao. Viel Spaß mit dem Stresslevel und so. Was zur Hölle macht er? Er zerstört sich selbst. Jo. Macht sich kaputt. Stopp das, verdammt! Ich kann nicht! Ich kann es nicht stoppen! Das reicht jetzt. Du musst sofort damit aufhören. Vorsicht! Ach du Scheiße. Fuck it, Alter. Jetzt ist noch einer tot, Mann. Ah, ich bin so scheiße, Mann. Okay, weißt du was? Gut, dann lassen wir die letzte auch noch sterben und starten jetzt nochmal von vorne, Mann. Ganz einfach. Jetzt kotzt es mich langsam an. Jetzt sind schon 2 tot. Ah, ich bin doch so scheiße, Mann. Fuck. Ja, mit dem habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ja, oha ist ja genau das, was ich denke. Ah, der Fuck. Ja, das ist schön, dass du ganz andere Sachen siehst. Aber trotzdem muss ich das Spiel jetzt schon wieder von vorne anfangen. Ja gut. Also, machen wir das mal alles ein bisschen anders. He? Fuck, Mann. Dass man da nicht einfach wieder kann von da anfangen, dass ich das da kann anders machen, Alter. Kotzt ja voll an, Mann. Scheiße. Alter, nö. Weißt du, jetzt habe ich genau nur noch die scheiß Fotze mit ihrem scheiß kleinen Mädchen, Alter. Was will ich mit denen, Mann? Ah, fuck. Ja, ja, komm, los, lass mich da sterben. Irgendwie muss ich da auch können sterben. Jetzt müssen wir da einfach voll provokativ alles machen, Mann. Alles voll auf Arschkind und so. Nein, sie eben noch nicht. Sie ist die letzte, die ich noch habe. Okay. Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen.
Fuck, ey. Wir müssen gehen. Alter, weißt du, der Kollege hat mir noch gesagt, pass auf, mach keinen Scheiß. Und was mache ich? Ich mache natürlich einfach nur Scheiß. Toll. Ah, das kotzt mich gerade hure an, Mann. Fuck, ey. Scheiße, Mann. Ist alles okay? Wir finden schon einen Schlafplatz. Ja, das freut mich für dich, aber es kotzt mich gleich an, dass sie der einzige ist, den ich noch habe. Ah, verdammte Scheiße. Komm, Alice, wir müssen uns beeilen. So, und wo müssen wir jetzt da hin? So. Okay. Und was ist jetzt mit dem da? Ah, öffnet erst am Morgen. Okay. So. Hier ist es warm. Dir geht's gleich besser. Ah, verdammt, Alter. Ja, jetzt muss ich dann das erste Mal neu starten, aber es kotzt mich gleich an. Okay. Ja, klaus einfach. Los! Wenn du Glück hast, gehst du drauf. Oder besser gesagt, wenn ich Glück habe. Und? Wir brauchen sie, Alice. Du brauchst etwas Warmes und ich muss diese Uniform loswerden. Klaue, 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 mach ich gern. Stehlen. Alice, aber wir müssen das tun. Nehmen. So. Joi, das klaust du auch noch. Sehr schön. Gut machst du das. Ja, und das Käppli noch. So. Jetzt ist sie. Eine Fingerjacke-Robotik da machen. So. Ja, immer gut umschauen, das mache ich glaube ich gescheiter beim nächsten Mal. Ich meine, ich muss es nachher eh neu starten, also schaue ich dann gescheiter ein bisschen um. Da bringt es ja jetzt nicht mehr viel, jetzt noch gross rumschauen. So. Ah, scheiße, Mann. Ja gut, und jetzt?
Jetzt hinten leuchten noch Sachen. Können wir da irgendwie rennen? Nein. Voll der geile Boss. So. Was ist das? Nö. Erstmal nicht. Dann sehr unbequem, aber unauffällig. Das könnte etwas sein. Und was haben wir da? Okay. Und Lade ist geschlossen. So, Motel? Ja, sie wird Geld brauchen. Gehen wir einfach da hin. Kleine Kunst. What the fuck? Alti, was machst du? Alice, du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Wir wissen nicht wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Okay. Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Hä? Komm mit, Alice. Danke für Ihre Reise mit Detroit Basis. The fuck? Was auch immer das jetzt gerade war. Jawohl. Ich würde sagen, im verlassenen Auto übernachten, oder? Das ist unauffällig. Dann gehst du durch, Kleine. Komm ich auch. Jo. Und abgepennen. Moment. Okay. Da kann ich aber ja nichts machen. He? Ausser das. Okay. Ein leerstehendes Haus. Aha. Da ist es zumindest trocken. Kara, mir gefällt es hier nicht. Ich weiß. Es ist ja nur für eine Nacht und niemand wird uns hier suchen. Mhm. Theater. Kofferraum geht nicht auf, okay. Da ist kein Werkzeug. Da hat es Werkzeug, aber nicht das, was wir brauchen. Das da. Okay. Gut, dann halt nicht das Auto, dann gehen wir halt ins Haus. So, so, so. So. Alles in Ordnung? Ja, ist nur ein Kratzer. Sei vorsichtig. Aha.
So. Keine Sorge, wir sehen uns nur um. Also, sie meint das, wo Licht brennt, oder wie? Okay. Ich sehe keinen... Moment. Moment. Da eventuell... Nein. Gut, schon gedacht, die Kleine ist weg. So lame, Alter. Es kotzt mir immer noch an, dass die anderen tot sind. Das habe ich ja auch schnell verkackt. Ey. Alice? Ups. Hallo? Halt! Was machst du denn? Besucher. Ralph mag Besucher nicht. Grässlich. Sie verletzen Ralph. What the fuck? Sie ist doch nur ein Kind. Sie wird dir nichts tun. Nur ein Kind? Sie ist nicht nur ein Kind. Und was heißt das schon? Vielleicht will sie Ralph verletzen. Was die Menschen dir auch angetan haben, sie hatte nichts damit zu tun. Alle Menschen sind gemein. Doch Ralph lässt nicht zu, dass sie ihm wieder wehtun. Nein, das werden sie nicht tun. Okay. Da, ich bin auch Android. Du brauchst keine Angst haben. Wir suchen nur einen Platz zum Schlafen. Besucher sind gefährlich. Da. Das tun sie mit Ralph. Waffe. Krümm ihr ein Haar und ich töte dich. Nein, tu Ralph nicht! Entschuldigt, Ralph. Ralph hat sich nicht immer unter Kontrolle. Manchmal lässt ihn die Angst schlimme Dinge tun. Ralph hat viel durchgemacht. Er hat Angst, dass die Menschen ihn wieder fangen. Ihr könnt bleiben, wenn ihr wollt. Ralph tut euch nichts. Ja, ich dir aber vielleicht. Okay. Es ist nur für eine Nacht. Na kommt. Kommt. Na kommt. Hier lang. Ja. Immer am Typ mit dem Messer nach. Ralph geht nie nach draußen. Keiner weiß, dass er hier wohnt. Manchmal kommen Obdachlose, aber Ralph versteckt sich, bis sie wieder weg sind. Okay. Ein witziges Sicht. Alles Psycho. Macht es euch hier drin gemütlich. Ralph wird in das andere Zimmer gehen. Oh je. Er würde gern noch bleiben. Aber er hat zu tun. Es ist nur für heute Nacht, Alice. Morgen finden wir was Besseres. Gut. Mal sehen, wo du schlafen kannst. Setz dich, ich mache ein Feuer. Okay. Machen wir doch. Irgendwer.
vielleicht einen Spiegel nehmen und Glasscherben machen und dann kann sie dort drauf liegen. Oder auf was schlafen Menschen so? Ja gut, nehmen wir mal das da. Ja, viel zu weich, das hat doch niemand gern. So. Schön vor dem Chemie. Ja, das sieht ja wunderschön aus. Das ist ein mega cooles Bett. Feuer, 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 Feuer. Okay. Ja, aber ich kann die Streichhölzer nehmen. So. Hallo? So, genau. Holz. Da Holz. Nein, das können wir nicht nehmen, okay. Wo hat's dann Holz? Holz. Ist da Holz? Nein. Holz. Wo hat's da Holz, Alter? Oh. Da hat schon wieder diese... Moment. Oh. Okay. Das ist ja beim anderen gestanden. Creepy. Holz? Ich brauche Holz. Hallo? Holz? Unter der Treppe vielleicht? Nein. Was denn Holz? Digga, willst du mich verarschen? Wo ist das verfickte Holz, Mann? Da liegt doch überall Holz, nimmst einfach ein bisschen von da. Moment, da. So. Jawohl. Wir haben Holz. Feuer, 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 Feuer. Ja, Mann, ganz genau so macht man das Feuer. So. Leg dich schlafen. Ich habe alles versucht. Los, penn, du Es ist kleine dürftig, Hulie, aber du. wenigstens ist es warm. Okay. Warum hat er mich nie geliebt? Weil du Warum scheiße war er immer bist. wütend auf mich? Weil du scheiße bist. Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Ja, bist aber ein Stück scheiße. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Ja, du bist einfach scheiße. Vielleicht war ich nicht brav genug. Doch, doch, aber du bist Und scheiße. deshalb war er immer so wütend. Nein, weil du scheiße bist. Ich wollte doch bloß seine Familie. Ja, Pech gehabt. Ich wollte nur, dass er mich lieb hat. Scheiße gelaufen. Warum waren wir nie glücklich? Weil du scheiße bist. Ich weiß es nicht, Alice. Du verlässt mich nicht, oder? Versprich, dass du nie gehst. Doch, du bist nämlich scheiße. Ja, ist ja gut. Bleiben wir zusammen? Für immer? Für immer. Natürlich. Oder bis ich drauf gehe. Eins von beidem. Ja, kennst mich doch.
Mitgefühl ist eine von meinen grössten Stärken. Und jetzt schlaf schön. Ach so, jetzt muss ich sie auch noch küssen. Kann ich das nicht einfach sein lassen? Hm, nein? Okay. Ja gut, dann halt. Ih, du stinkst. Schlaf gut, Alice. Wir halten ein bisschen Abstand. Oder doch da schlafen? Ja, doch. Schlafen wir halt bei den Kleinen. Hey, Moment mal, wir müssen doch gar nicht schlafen, wir sind ein Roboter. Wenn du jetzt die Augen zumachst und pennst. Ah, eben. Die Augen sind offen, alles klar, sie schlaft nicht. Gut so. Okay. Toll, sie lebt noch. Oh Mann. Ja, merkst du dir das? Ja, scheiße. Ich sollte vielleicht auch ein bisschen mehr darauf schauen, was ich wie genau sage. Oh Mann. So, jetzt geht es immerhin gerade mit diesen beiden weiter. Hä? Yay! Einer lebt noch! Einer lebt noch! Ja, Mann! Geil, das heisst, bei dem habe ich es gar nicht versaut. Okay, ich habe es bis jetzt also erst bei einem versaut. Nice Scheiß, nice Scheiß. Aber ich bin gleich unzufrieden. Moment. Ja, ich weiß, du bist einfach so der Troll-Lover Nummer 1. Du und Trollen, das ist eine von der schlimmsten Mischungen. Ja, das habe ich gedacht, dass du genau gewartet hast, dass ich das herausfinde, dass der gar noch nicht tot ist und ich es nur bei einem verkackt habe. Ich habe es mir vorher schon gedacht. Alter, du bist da, aber weißt du, du spoilerst mich wenigstens nicht, das ist geil. Ich meine, natürlich ist es mies, dass du mich so hängen lässt, so, aber du spoilerst mich nicht und das ist geil. So, defekte Audiodaten. Okay, also Ohr kaputt, Auge kaputt. Was haben wir da? Thirium-Pumpenregulierer. Alle Systeme im Energiesparmodus defekt. Okay. Also Auge kaputt, Ohr kaputt, komplett kaputt. Alles klar, verstanden. Und Fuß kaputt. Oh, okay. Das ist doof. Ja gut, dann sind wir jetzt einer von diesen kriechenden Robotern, die gruseligen Roboter. Jetzt muss ich da noch meine Beine einsetzen. Alles klar. Und kriechen! Kriechen! Los! Kriech, du kleine Hure! Kriech! Ja, das ist so, ja.
analysiert. Kompatibel. Und aufrichten. Entfernen. So. Ja, mein Ohr ist ziemlich am Arsch, so wie es tönt. Ja. Gut, und rein. Rechtsbein funktioniert wieder. Schön. Dann brauchen wir jetzt noch das linke Bein. Und analysieren. Inkompatibel, verdammte Scheiße. Dann weiter kriechen. Und weiter. Und weiter. Und beiseite. Move, Bitch. Bein funktioniert. Kompatibel. Sehr, sehr. So. Und da rein. Und der andere dort labert auch irgendetwas vor sich hin. Wundervoll. Ah, schon schön, wenn man sich einfach aus Ersatzteilen wieder zusammenbauen kann. Hallo, hast du Ohren für mich? Nein, okay. Hat's da Ohren für mich? Nein. Hast du Ohren für mich? Nein. Wow, Tachi, no, du gottverdammter Scheißbastard. Ah, Alter. Ficke! Du Bastard, du Elende! Ah. Nicht wieder jagen, du Sauhund. Alter, fuck, bin ich jetzt verschreckt, Mann. Weißt du, ich habe sogar noch einen kurzen Moment gedacht, so, ja, vielleicht grabst du jetzt dann etwas nach mir und ja, look, genau so etwas habe ich erwartet, eigentlich, und trotzdem verschrecke ich. Ah, so ein Scheiß. So Hand sind so etwas Hässliches, Mann. Weg. Oh, klemmt da jemand ein bisschen fest. Elender Hund. Oh, da gibt es noch Einzelne, die noch rumlaufen. Schön, schön. Ah, mein Herzli hat sich langsam wieder vom Schreck beruhigt. Okay, gut, dann suchen wir weiter. So. Wehe, es grabst noch mal jemand nach mir, Gottverdammt, Mann. Dann rast ich aber raus. Halt dich bloß fern von dir. Alter, Gottverdammte Scheiße! Hör jetzt auf mit dem, Mann! Alter! Du elender Hurensohn, Mann! Nur der Sohn! Alter! Ficke, Mann! Ah! Hör doch auf mit dem Scheiß, Alter! Ich will doch nur rumschauen, Mann! Lass mich in Ruhe! Kompatibel. Da, Chi, jetzt grabst du auch noch nach mir. Ja, das ist schön für dich, Alter. Ist mir doch scheißegal, Mann. Und du hör auf mich auslachen, du Arsch. Ich kann doch auch nichts dafür, Mann. Ich Angst und ich bin jetzt halt schreckhaft. Das wirst du dann auch noch sehen, wenn du mal kiffst, Mann. Fuck, Alter.
Ey, nein, Mann. Alles grabst nach mir, ey. Was? Und du gehst doch einfach drauf. Brav. So ist gut, das habe ich wollen. Jetzt brauche ich nur noch neue Ohren. Ah, und neue Augen. Also ein neues Auge. Laufen wir da durch. Dort hinten hat letztes Mal etwas nach mir gerapscht, das ist ungeil. So. Alles lebt noch. Ah, eben, geht ja. Okay, kann man den nicht mehr brauchen, oder wie? Wo muss ich durch? Ich bitte, ich bitte. Beende. Elende Scheißficker! Ich will nicht mehr leben. Schon wieder einer, der nach mir grapscht. Ist das dein Ernst, Alter? Alter, für das versoll ich dir noch den Arsch, Mann. So, richtig mit Gürtel und so, so Bondage-Style, So, und du verreck, du Sack. Tot. Alter, ja, jetzt kann ich nicht Pause machen, aber wir sehen euch schon und dann soll ich dir so richtig den Arsch, Alter. Puh, dann gibt's kein Entkommen mehr. So, inkompatibel, alles klar, suchen wir uns andere Augen. Ja, jetzt lachst du noch, Oh, du bist gemein zu mir. Alter, ist das dein Ernst? Ist das dein verfickter Ernst? Du kommst schon immer noch mit dem Scheiß von Minecraft, Mann. Das ist Jahre her, Alter. Das ist Jahre her, Mann, die Story. Wir sind irgendwie zusammen so ein Team gsi und sind dann gegen andere am Zocken gsi. Dann haben wir eine Stadt gefunden. Dort hat es halt so einen Killenturm gehabt. Und dann nachher sind wir beide auf dem Killenturm oben gsi und sie hat so von dort, glaub ich, irgendwie runterballern oder so. Oder einfach nur schauen, ob irgendwie Gegner kommen oder so etwas. Ich weiss es nicht mehr genau. Und sie ist dort so voll konzentriert in alle Richtungen am Schauen. Ich laufe einfach gechillt von hinten an, gebe ihr einen Slap, Alter. Sie fliegt ab dem Turm runter und verreckt. Und das ist schon Jahre her, Alter. Und wegen dem ist sie immer noch hässig auf mich. Ja, ich liebe dich doch auch. Oh Mann. Ah, die Story, Alter. Scheiße. Laufe ich da überhaupt richtig? Da hat es noch Augen drin, die sehen aber auch inkompatibel aus. He? Da rutscht einer immer wieder runter. Ja, ich brauche noch Gehör und Augen. Fuck. Meine Ersatzteile sind schon beschädigt. Da ist doof gelaufen. Hallo? Hallo, hast du etwas für mich? Jawohl! Audioprozessor, wir haben wieder Ohren. Und das ist... Ah, ich hab per Zufall den Audio-Dings da in der Hand gehabt. Alles klar. Ja, ist gut, ist gut.
Das heisst, du wirst mir noch ewig mit dem auf die Eier gehen. Wegen einem kleinen Fehler, Mann. Oh, ich höre gar nicht mehr. Ah, ich höre. Sehr schön. Brauche ich noch ein Auge. Ah, den da kann man noch überprüfen. Oh mein Gott, hab deine spooky Fresse. Ich wollte sagen, deine spooky Fresse. Sind wir ein bisschen in der amerikanischen Slang? Überprüfen wir dich. Hast du ein Auge für mich? Nein. Dann fick dich, Alter. Vielleicht da noch etwas. Da. Da hat's einen Kopf. Jawohl, blau, das ist gut. Hallo. Hallo. Ich bin ein AK-700 Android. Mein Okay. Zweck ist, Ihnen zu dienen. Okay. Was kann ich für Sie tun? Du kannst mir das Auge geben. Hallo. Hallo. Ich bin ein AK-700 Android. Mein Programm hat eine Anomalie festgestellt. Bitte Super. kontaktieren Sie das Cyberlife Wartungscenter. Nope. Ja, ich habe mich wieder zusammengesetzt, wie Frankensteins Monster. Okay. Hallo. So. 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 Und so. Und so. So. Nope, nicht wieder runterrutschen, Digga. Nicht runterrutschen. Aber irgendwie, es wundert mich immer noch, wenn ich dort beim Detektiv verreckt bin. Scheiße. Aber ja noch, dann schauen wir uns halt an, wie es endet ohne den. Ja, voll, das ist gar keine schlechte Idee. Ich glaube, das mache ich jetzt dann auch bald. Ein guter. Oh fuck. So, und abreißen. Okay. Alles klar. Also das Ding kann man ja auch einfach entfernen. Dankeschön. In dem Fall bis später. Ich heiße Markus. Hallo Markus. Markus hat die Jacke gefunden. Chillig, chillig.
machen wir mal weiter. Hä? Was? Hä? Hä, was? Warum existiert der noch? Ich bin doch gekillt worden. What the fuck? What the fucking hell? Und wo bin ich? Und was mache ich? Was ist passiert? Und ich bin verwirrt. Hallo, hilf mir. Hallo, Amanda. Connor, schön dich zu sehen. Dein Vorgängermodell wurde leider zerstört. Er wusste, dass Abweichler unberechenbar sind, aber er war unvorsichtig. Ich hoffe, du machst nicht denselben Fehler. Das habe ich nicht vor. Wenn ein Connor-Modell zerstört wird, wird sein Speicher ins nächste Modell übertragen. Aber einige Daten können dabei verloren gehen. Ah, was? Vermeide eine Zerstörung. Das ist besser für dich und für die Untersuchung. Ich verstehe. Yay, er glaubt noch. Die Befragung. Er glaubt wieder, mir ist scheißegal. Ich kann ihn noch. Was denkst du über den Abweichler? Er hätte alle dort töten können. Der vorige Connor hätte die Gefahr erkennen müssen. Kein bewaffneter Polizist hätte dem Abweichler so nahe kommen dürfen. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Ich bin relativ entspricht nicht ganz unsicher. meinen Erwartungen. Aber für ein abschließendes Urteil habe ich noch nicht genug Daten. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Das weiß sie auch noch nicht. Ich brauche mehr Daten, um das zu entscheiden. Ich werde mehr über ihn erfahren und dann mein Verhalten entsprechend anpassen. Voll. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den Cyberlife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Führe die Untersuchung fort, wo der letzte Connor aufgehört hat, und mach dem ein Ende. Ja, geil. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. Nice, Alter, nice. Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Okay. Ohne Scheiß. In der Arktis spitzt sich weiter zu. Alle da drin töten kann. Gut, das leben noch alle, das ist doch wundervoll. Hey, hast du die Proben angeguckt? Wohin? Ah, fuck. Das zeigt's mir nicht an, okay. Lieutenant Anderson. Gefunden. Entschuldigung? Wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke.
Okay, hocken wir gerne. Und wir warten. Und wir warten. Das neue Büro erkunden. Okay, ja gut. Ah ja, logisch, ist ja mein Büro, ha? Was? Aha. Der Captain Miller. Easy. Und wir gehen auf Erkundungstour. Jo. Ja, bin ich nicht autorisiert, um dort hineingehen. Okay. Aha. Ich hatte zuerst gemeint, sein Name ist Ace Hands. Aber ja, ich lese jetzt auch da Place Hands. Inside Circles. Ja, jetzt macht's auch Sinn. Ja, alles klar. Lassen wir ihn raus. Hey du? Ja? Was glotzt du so? Was glotzest du so? Hey, fick dich! Hey, fick dich! Verdammter Android. Verdammter Mensch. Machen wir das Spiel nochmal. Ja? Kein Bock mehr. Okay. Und was haben wir da? Okay. Dann ist niemand. Okay. Gut. Dann willst du es noch anschauen? So, ich als Roboter muss doch wissen, wie da die WCs funktionieren. Okay, wir können die WCs nicht benutzen. Schade. Ich habe gemeint, wir könnten da irgendwie Öl abladen oder so. Ah, da geht's wieder da rein und dann gehen wir zurück zum Tisch mal, schauen, ob der schon wieder da ist. Sieht nicht so aus. Ah doch, da kommt Hallo, Lieutenant. Mein Name ist... Sally. Ich bin der Android von Cyberlife. Gott, gestern hattest du eine Kugel im Kopf. Mein Vorgänger wurde bedauerlicherweise zerstört. Aber Cyberlife übertrug seinen Speicher und schickt mich als Ersatz. Der Vorfall sollte die Untersuchung nicht behindern. Oh, Scheiße. Hack! In mein Büro! So. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zurück ins Hauptmenü und beenden den Stream für heute mal. Oder für jetzt mal. Vielleicht mache ich nachher noch einen. Je nachdem. Aber jetzt muss ich zuerst mal etwas essen. So. Gut. Ja, in dem Fall bedanke ich mich herzlichst fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch später wieder dabei, wenn es wieder heißt Detroit Become Human mit dem Green Jay. Das mich hergestellt hat, Bis dann, führt ciao gerade eine zusammen. Nutzerumfrage durch. Möchten Sie teilnehmen? Was? Okay, ja. Toll. Das Es machen geht wir noch. los. Würden Sie eine Beziehung mit einem Androiden eingehen, der menschlich aussieht? Ja. Sagen wir mal ja. Glauben Sie, Technologie könnte zur Gefahr für die Menschheit werden? Nö. Sagen wir, oder? Keine Ahnung.
Nein, sagen wir nein. Sie ziehen auf eine einsame Insel und können nur eine Sache mitnehmen. Was wäre das? Eine Konsole. Oder nein, schon ihr Handy. Würden Sie sagen, Sie sind von Technologie abhängig? Ja. Auf welche Technologie freuen Sie sich besonders? Mit dem Hirn verbundene Geräte, Weltraumtourismus, fliegende Autos, Androiden, alles zusammen eigentlich. Fliegende Autos eigentlich, Mann. Das ist geil, Alter. Voll, Alter. Fliegende Autos. Glauben Sie an einen Gott? Ja. Würden Sie einen Android Ihre Kinder betreuen lassen? Ja. Wie viel Zeit pro Tag verbringen Sie an einem elektronischen Gerät? 24 Stunden. Manchmal 26. Ja, mehr würde ich sagen. Wenn Sie eine Notoperation bräuchten, dürfte dann eine Also Maschine das ist jetzt die sogar mal eine Operation ehrliche Antwort gewesen. Wenn eine Notoperation bräuchte, ja, natürlich dürfte die Maschine meine Operation durchführen. Ist kein Problem. Glauben Klar. Sie, Maschinen entwickeln eines Tages ein Bewusstsein? Ja, das ist auch eine ehrliche Antwort. Das denke ich. Ach du Scheiße, und ich wette, ein paar von denen sind sogar noch wahr, Mann. %, denken, das wird gefährlich. Ja, das glaube ich auch, Mann. Irgendwann macht es dann Fettbumm. Und 29% des Instruments, jetzt tönt nicht so. Jetzt sind doch alles Nerds. Keiner von euch würde das Instrument mitnehmen. Ihr würdet alle irgendwie eine Sexpuppe mitnehmen oder so. Ja. So ein bisschen, aber nicht wirklich. Es geht auch ohne. Aber weltweit 78%, ja. Aha. Fliegende Autos nur 12%, die wenigsten. Okay. Aha. Ja, bla bla bla. Okay, und jetzt? Toll. Gut, super. Extras. Was haben wir denn da noch? Das ist der Abschnitt Extras. Beim Spielen schalten Sie viele Inhalte frei, die Sie hier wiederfinden. Ach komm, hol's mal. Dann gut, Stream beenden. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen und eventuell bis später. Und sonst hoffe ich, sind morgen wieder dabei. Also dann, ciao zusammen.